5 Uhr früh, kurz vor München. Heute werden die Eichelseher aus Unterfranken ihre über 100 Jahre alten Trachten einem Millionenpublikum zeigen. Roswitha Düx, die Leiterin der Gruppe, lebt für diesen Moment. Jeden Tag denke ich daran, ja, seit Dezember eigentlich. Ich plane das bis ins letzte Detail. Und wenn dann halt was anderes ist, dann ja. Schlimm wird es, wenn was vergessen worden ist, ne? Dass vielleicht noch Strümpf fehlt oder Hut fehlt oder was. Ist immer schon mal vorkommen. Ne? Dann dreht sie am Rad. Ne? Die Luise Stiegler, die Aufsicht beim Haare machen. Was geht Ihnen durch den Kopf? Ach, ich mache mich nicht verrückt. Ich schaue, dass ich sie beruhige. Warte mal, jetzt, wo ist der Eingang ist, glaube ich, da, ein bisschen weiter vor. Da geht's rein. 4 Stunden sind es noch bis zur Aufstellung zum Trachten- und Schützenzug. Über 1200 Einzelteile müssen bis dahin die richtige Trägerin und den richtigen Träger finden. Von der Unterhose bis zum Ohrring, alles muss aufeinander abgestimmt werden. Ein ausgefeiltes historisches Gesamtkunstwerk und ein Wettlauf gegen die Zeit. Also gut, das müssen wir schon mal lang gewinnen. Das da ist mein Arbeitsplatz. 56 Mitwirkende muss Roswitha Düx ankleiden. Und frisiert werden müssen sie auch noch. Aber erst mal wach werden. Anfangen bitte. Eigentlich möchte ich, dass schon angefangen wird. Ne? Weil alle immer gleichzeitig frühstücken. Eigentlich kann man das zeitversetzt machen. Ne? Gepiekst? Nee. Eng. Ich mich selber, aber jetzt nicht. Eng. Aber das wird, weil das ja Naturmaterialien sind, wird durch die Hitze durchschwitzen, wird es weiter. Und wenn das nicht so ist, dann hauen die Röcke ab. Das ist jetzt lauter Unterzeug. Das ist doch trotzdem total schön, oder? Das ist ja alles Unterzeugs. Ich mag, genau. Also wie viel sind das jetzt? Also bis jetzt sind es 2 und dann kommt dann noch einer, dann habe ich noch einen in meiner Kiste und da hängt dann der von ganz oben. Das ist mal ganz schön eingepackt. Wir brauchen jetzt für 6 bis 8 ungefähr fürs untere, der Unteraufbau. Und um 8 geht dann das obere an und dann gibt es nichts mehr. Wir sind nicht mehr auf die Toilette und nichts mehr. Mit dem Ganzen haben wir eigentlich 3 oder 4 Röcke an. Wie will man da auf die Toilette? Und dann auch mit dem Bandrock und alles. Schwierig. Unzählige Nadeln braucht auch Luise Stiegler für die Frisuren und mutigen Helferinnen. Sie hat es noch nicht gemacht. Ich will sie jetzt zeigen, dass es... Genau. Aber erst den Nein, erst Als Fläche und dann helfe ich dir wieder weiter. Wo ist die Helga? Wo ist die Helga? Helga, komm! Da ist so viel Zeit verloren. Zum Schluss fehlt sie. Ist mir jetzt egal. Dass losgeht, ne? Ja. Es ist halt so, jede hat andere Frisur, ne? Und bei jeder wird es dann wieder ein wenig anders gemacht, ne? So wie... Ja, super. Jetzt muss ich der schnell helfen. Das ist, sagen wir, alles 100, 120 Jahre alt. Ne? Und trotzdem eigentlich, ich meine, das ist jetzt schon auch Pflicht und alles, ne? Aber das macht ja nichts. Und die Bauern, die haben halt einen unheimlichen Stolz gehabt. Und die Ochsenfelder Gautracht ist halt auch unheimlich reich. Und um 1900 hat jede Frau eine Tracht gehabt. Ne? Und dann, wenn eine gestorben ist, ist das an die andere Nachbarin oder Schwester oder jemand weitergeben worden. Ich mache das 35 Jahre schon. Und am Anfang habe ich halt alles, was möglich war, gekauft. Mittlerweile ist es so, dass die Leute froh sind, wenn ich es nehme. Katharina Wolf kämpft mit dem künstlichen Haarteil von Anna Schäfer. Am Anfang hatte ich immer noch Zöpfle, jetzt habe ich ja schon Haarteile. Genau. Weil die kleinen Kinder, die haben ja noch nur geflochtene Zöpfe und Kränzle. Und jetzt eben bin ich schon bei den Haarteilen angelangt. Schauen Sie mal, es sieht nichts aus. Man darf diese Schnüre darf man gar nicht sehen. Das muss alles versteckt werden. Und dann muss es auch gleich sein. Ich sage immer, es muss wie ein Wasserwahl sein. Nicht der eine da unten und der andere oben. Das muss passen. Perfekt. So soll es sein.
Dabei ist das noch nicht der ganze Kopfschmuck. Fühlt sich fest an, ich glaube es. Und die hat jetzt zum Beispiel den schönen Unterrock, weil sie so dünn ist. Früher hat es geheißen, ein schönes Dickele, nicht ein schönes Dorrele. Das war ein Schand, wenn die Bauersfrauen, wenn die dünn waren. Also ich muss dick wirken. Ja. Ja. Oh Gott. Jeder hilft mit, so gut er kann, auch wenn es ungewohnt ist. Das muss man jetzt nicht unbedingt filmen, was für Schandtaten ich da mache. Eieiei. Nee, Also mach's nochmal ordentlich. Nicht verdrehen, schau, dass du gerade bleibst und dann immer gerade die äußeren in die Mitte rein. Das ist alles aus erwachsenen, großen, kaputten Zeug umgeändert als für Kinder. Weil alte Kindertrachten gibt es gar keine mehr. Also keine, die halt erhalten sind. Ja. Also Abmarsch. Aber stolz. Da waren doch schon lauter Zöpfe. Das war falsch, weil die Haare erst oben zusammengebunden werden und dann mit dem Rest von den Haaren macht man unten 2 Zöpfe und flechtet das auch nochmal weg. Also nochmal alles auf. Also es lag nicht an seiner Flechttechnik. Nein, nein. Katharina verwandelt sich in eine Brautjungfer. Das Highlight ihres Outfits, akkurates Plissé. Wenn du den Rock mal anschaust, wie der jetzt steht, von hinten, wie das ausschaut, das ist einfach toll. So, Abmarsch. Was hat denn du? Ja, Ich lege Wert darauf, dass halt die vielen Farben, die es gibt, alle vorhanden sind. Die Tracht war ja so vielfältig, wie du es jetzt siehst. Und ich möchte, dass alles Sorten unterwegs sind. Es hat braune Röcke, rote, einfache Litzen. Guck, das ist jetzt ein Litzenrock. Der ist niedriger, als wie ihrer der Bänder ist. Seidenbänder. Seidenbänder waren teuer und somit höher im Rang. Das Gewand signalisierte mit jedem Detail, wer man war und welche Rolle man in der ländlichen Gesellschaft spielte. Und verriet etwa, ob man unter der Haube oder wie lange man schon in Trauer war. Heute werden die Eichelseher eine Hochzeitsgesellschaft aus dem Ochsenfurter Gau darstellen, um 1870. Was wirst du? Ich bin die Braut. Du bist die Braut. Und wo ist dein Bräutigam? Du bist der Bräutigam. ja, ja, genau. Und deine Freundin? Ja, die ist ja Witwe. Also ich bin verwitwet und bin jetzt aber schon über dem Trauerjahr drüber. Ich traue schon ab. Die wird dann schon ein bisschen bunter, weil die Zeit schon vergangen ist. Und da ist aber eine dabei, die ist komplett schwarz, die ist dann eben noch komplett frisch in Trauer. Ein Jahr ist so, ganz tief Trauertracht. Und dann geht ein halbes Jahr noch das Abtrauern, also dass es immer heller wird. Also blaue Schürze, blauer Rock, brauner Rock. Da kommt noch ein Tuch drüber, ist noch nicht das Tüpfele. Ab. Rest noch. Die Katharina. Seit sie 7 ist, hat die nicht ausgesetzt. Ist das nicht toll? Wie alt bist du jetzt? 4, 25? 25. Ja. Ist das nicht toll? Viele hören mit 14, 15 dann auf oder mit 13 schon. Besonders kostbar die Jacken, Mutzen genannt. Also das ist jetzt erster Feiertag, Hochzeit, da sind die Goldblumen drin. Und das ist auch in den Schürzen, das sind die höchsten, die es gibt. Und jetzt die blaue Seidentuch. Das war aber auch in vielen, also in den Ortschaften unterschiedlich. Bei uns war das blaue das höchste. Und im Nachbarort war zum Beispiel das rote das höchste. Und wenn man jetzt nicht sich damit auseinandersetzt, wird das ganze Wissen und alles, was damit zusammenhängt, verloren. Und dann ist das nämlich alles wertlos. Also so ein Knopf zum Beispiel, ne? 1830, 40 sind die, Silber. 4 Brautjungfern werden die Braut begleiten. Au! Das bin ich absichtlich. Ja, das sticht voll. Dann hält das Ding aber. Ein Haufen Haarnadeln, das wackelt immer noch. Man kann das ja alles ein wenig richten. Dutzende Nadeln müssen perfekt sitzen, nur nicht unbedingt auf der Nase.
Aber das Piercing darfst drin haben. Ich muss es eigentlich rausmachen, eigentlich. Aber das Problem ist, dass sie so schnell zuwachsen. Und deswegen mache ich es dann erst kurz vorher raus. Machst du es raus noch? Muss ich, ja. Sonst wird sie wieder Schwierigkeiten. Ja, früher gab es ja keine Piercings. Die Männertrachten sind zwar keine Originale, aber alles selbstgestickte Unikate von Roswitha Düx, die so ihre Tücken haben. Aber dafür habe ich diesmal Ohrringe. Nummer 9. Waren die auch so ernst früher? Nein, aber Aufregung. Rainer, der Sohn von Roswitha Düx. Ich kenne mich gut. Hier passt es. So hochgezogen, Gummi runter, dann das Ding umgeschnappt und Schlaufen dazu. Was fehlt jetzt noch? Der Dreispitz. Der wird aber erst zum Schluss ausgeben. Muss ich auch noch benutzen. Die Männer haben es einfacher, nicht nur beim Anziehen, auch in Sachen Bewegungsfreiheit. Kann sie nicht mehr gescheit hinsetzen? Nee, richtig hinsetzen dürfen wir uns nicht. Sonst gehen die Falten aus dem Rock hinten raus. Man ist ja eingepackter. Als Brautjungfer hat man doch noch ein bisschen mehr Freiheit und da ist man froh, wenn es nicht ganz so warm ist. Also heute wirst du schwitzen? Ja. Aber eigentlich darfst du gar nicht schwitzen. Nee. Waschen kann man die über 100 Jahre alten Samtmutzen nicht. Für die Feinheiten machen es dann noch, ne? Darauf achten manche gar nicht, aber die Luise, gell? Ich schon. Jetzt traut es mich, dass ich nicht dabei bin. Ich mache das gern. Ich bin ganz verrückt damit. Schon immer. Wegen Problemen mit den Füßen kann Luise Stiegler heute nicht mitlaufen. Trotzdem steht sie nun schon seit bald 4 Stunden auf den Beinen. Gerade bringt sie Efi unter die Haube. Oben ist auch noch was drin. Das ist Spiegel, das ist der Spiegel, nennt man das. Das wiederholt sich von da. Bis 1900 trugen die Verheirateten Bänderhauben. Wenn alle fertig sind, dann ich. Ja, gleich, aber da ist noch eine. Wenn fährt der Bus? Halbe 11, ne? Nein, um 10. Eigentlich ist um 9 aufstehen. Die Eichelseher dürfen als eine der letzten starten, weil ihr Ankleiden so aufwendig ist. Trotzdem wird es langsam eng. Und dann ist da noch die Entscheidung für den richtigen Schmuck. Kurz vor 10. Nur eine fehlt noch. Ist zu hoch. Ist zu hoch. Du merkst Jetzt doch, stimmt er. den holen manche noch. Es ist fast jetzt ein Schock, wie ruhig das ist. Ne? So. Ja. So, und jetzt haben wir es. Ich denke, dass ich alles habe. Ah, Halleluja. Also. Ich bin zufrieden. Wir brauchen jetzt noch den Bus und der muss noch reinfahren. Der Zugmeister hat noch angerufen. Genau, der Zugmeister erwartet uns eigentlich schon, aber wir sind ja nicht da. Frauen dürfen nicht sitzen wegen der Röcke. Die haben ja da die ganzen Falten. Anhalten. Anhalten? Nein. Festhalten. Festhalten. Das ist wieder fränkisch. Maria, mach langsam. Was hilft denn wieder hin? Die anderen Gruppen stehen schon bereit. Ich muss jetzt kurz warten, weil sonst verliert sich unsere Gruppe. Unter den vielen Gruppen ihren Platz zu finden, gar nicht so einfach. Wir sind direkt vor der Kutsche. Genau, weil ihr habt jetzt sonst keinen Platz mehr da. Der Punkt ist, dass meine Aufstellung, wie ich das geplant habe, nicht funktioniert, weil 2 Leute fehlen. Du gehst an Walch Klaus seine Stelle, neben der Irene, und die hintere Reihe löse ich dann auf. Also, das mit drüben und du auf die Seite. 56 Eichelseher muss sie in die richtige Aufstellung bringen. Bei mir geht's auch jetzt, die Knie schlottern auch schon langsam. Aber
Mir gefällt's. ja nichts falsch machen, oder? Nein. Wir laufen damit. Wir müssen nur gut ausschauen. Die wichtigsten sind die Braut, das Brautpaar da vorne, weil auf die ist alles, konzentriert sich alles. Jetzt geht's los, glaube ich, oder? Und dann doch noch mal warten. Mittlerweile ist es 11:45. Langsam ist es anstrengend für die Füße. Aber das Adrenalin hilft. Über 1 Million werden ihnen von den Tribünen zujubeln und sie live im Fernsehen sehen. Also schlimm ist es an der Ecke, wo man herumgeht und so ins Publikum läuft in die Musik. Ne? Da geht es dann schon durch und durch. Eine Hochzeitsgesellschaft, wie sie vor 150 Jahren in Unterfranken in Eichelsee ausgesehen hat. Mit Blumenmädchen, Brautjungfern, Braut, Bräutigam und Verwandtschaft. Fast 7 Kilometer laufen sie durch die Münchner Innenstadt zum Oktoberfest. Doch dann müssen sie erstmal wieder kehrt machen und ihre kostbaren Gewänder in Sicherheit bringen, bevor sie sich im Bierzelt ausruhen können.